Willkommen Tirache-Reich. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Tack så mycket. Ich bin Lara Keller. Ich bin 34, wohne in Zürich und arbeite in einem kleinen, aber sehr diskreten Family Office in der Innenstadt. Wir verwalten Vermögen von Leuten, die nichts in den Medien lesen wollen, aber alles im Griff haben müssen. Geld ist in meinem Alltag normal, aber in meinem Privaten hat es nie wirklich eine Rolle gespielt. Zumindest habe ich das lange gemeint. Mein wichtiges CHT-Erbe war nicht in einem Portfolio, sondern in einem alten Haus am Zürichsee. Ein Zweistöckchen mit grünen Läden, ein bisschen schief, aber mit Berg von Erinnerungen. Ein Haus steht in ihrer Schleinigasse Stefa, zwischen Rebi und See, gerade genug weit weg von der Stadt, dass die Leute diskret bleiben schön. Dort habe ich als Kind jeden Sommer bei meinen Menschen verbracht, wo für Emmy mehr war als nur meine Verwandte. Meine Grossmutter, die Elise Huber. Sie hat mich immer mein ruhiger Schatz geholfen. Meine Schwester Nora hingegen war das Gegenteil. Laut, spontan, immer in Bewegung. Wenn sie im Haus war, hat alles gleich anders geschlingen. Manchmal habe ich mich gefragt, warum die Grossmutter so häufig nur mich mit in die Küche genommen hat, wenn es um wichtige Sachen gegangen ist. Wenn sie die schweren Holzladen aufgemacht hat, wo die Dokumente und Briefe drin sind. Das ist nicht für kleine Nerven, hat sie gesagt, und den Nora ausgegangen, zum am See zu schwimmen. Ich habe das nie wirklich hinterfragt. Wie die Grossmutter gestorben ist das Haus plötzlich nicht mehr nur ein Ort sondern ein Entscheid. Im Notariat in Zürich war es still wie immer, wenn Zürich Z verhüllt wirkt. Die Nora hat ungeduldig mit dem Fuß wibbelt, ich habe nur mein Kerzchen Wasser angelegt. Der Notar hat seufzt, den Brill grad gerückt und angefangen zu lesen. Es meiste war klar. Kleine Legate, ein Konto für den Enkel, eine Spende fürs Spital, wo die Grossmutter ihre letzte Woche betreut hat. Und dann ist der Absatz schon, wo ich bis heute in meinem Schopf höre. Die Liegenschaft im Kanton Zürich, Grundbuchblatt, wird allein an meine Enkeltochter Lara Keller vermacht. Die Nora hat weder in die Trauerphase noch in Sekunde überlegt. Allein hat sie gesagt. Kein Fragezeichen in ihrer Stimme, mehr ein Vorwurf. Ich habe nur geläutet, ich weiss noch, dass meine Hände schalt worden sind, obwohl das Zimmer warm war. Nach dem Termin sind wir zusammen ausgelaufen, nüchtern, jede seine eigenen Gedanken. Sie hat den halt immer bevorzugt, hat Nora gemurmelt. Du hast doch immer alles gegeben, Zürich, ein Studium, jetzt noch ein Haus. Ich habe probiert zu erklären, dass ich das Haus ja gar nicht gerade brauche, dass wir schön schauen, wie wir es vermachen. Aber jede Wort hat es nur noch mehr vergiftet. In der Woche manchmal danach bin ich ins Haus gegangen. Habe ich die Fenster aufgemacht, die Bettwäsche von der Grossmutter angelegt, die alte Schublade auf und zugemacht. Ich habe das Grundbuch nicht ändern lassen. Ein Teil von mir hat gefunden, es ist zu früh gewesen, alles offiziell auf meinen Namen zu nein. Und ein anderer Teil hat gehofft, dass es so ein bisschen weniger real ist. Ich habe wieder in Zürich gearbeitet, den Vermögen von Fremden strukturiert, den Risiko verteilt, Pläne für seine Nachfahren gezeichnet. Aber für mein eigenes Haus habe ich keinen Plan gemacht. Es war eine lustige Ironie, aber ich habe sie übersehen. Was ich nicht wissen oder vielleicht nicht wollen geben, ist, dass jeden Tag, wo ein Haus offiziell nicht richtig war, ein offenes Türli für jemand anderes war. Und meine Schwester Nora genau durchs Türli durch würde laufen. Länger haben wir geredet, ein Haus wartet auf mich. In der Nacht, bevor alles losgegangen ist, habe ich noch einmal aufs Dach vom Family Office geschaut, ABE auf die Lichter von Zürich. Ich habe gemeint, ich habe alles im Griff. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass das Haus am Zürichsee schon längst nicht mehr nur mein Thema war.
Es ist zum Spielfeld geworden und ich war zu spät gsi, das zu merken. Der Tag, wo alles angefangen hat, ist eigentlich ganz normal gsi. Zumindest habe ich das gemeint. Ich war früh im Büro in der Altstadt von Zürich. Dr. Nebel ist über dem Limmat schwebe und in der Gasse hat's noch sachlich nüchtern ausgesehen. Ich habe mir wie immer ein dreifacher Espresso gemacht und mein Laptop aufgefahren. Ein neuer Klient US Genf, ein Family Office mit sehr diskreten Strukturen. Vermögen in den 100 Millionen. Im Mailfach ist alles voll gsi. Ich habe das Handy stumm schaltet ga. Wenn mir grössere Dossier vorbereitet, scheint mir keine Ablenkung leisten. Irgendwann am Nachmittag habe ich ein kleines Zucken im Magen gespürt. So ein unruhiges Gefühl, aber ohne Grund. Ich habe es ignoriert. Zahlen und Vertragsparagraph sind mir leichter vorgekommen als mein eigenes Leben. Wie ich am späten Nachmittag endlich in der Tramgästige bei uns das Handy wieder entstummen habe, sind gerade mehrere Nachrichten aufgepoppt. Die eine war von meinem Chef, die andere von einem Klient. Und oben angezeigt. Nora. Ich habe auf ihre Nachricht geklickt. Kein Grüezi. Keine Frage, wie es mir geht. Nur mehr ein Satz. Grossmutters Haus ist verkauft. Ich habe lang auf die Anzeige gestarrt. Es ist worden wie verschwommen. Ein Haus. Das Haus, wo im Testament schwarz auf weiss mir zugeschrieben war. Verkauft. Ich habe zurückgeschrieben. Wie meinst du das? Ich bin doch Eigentümerin. Die Antwort ist schnell schon. Ein Screenshot von einem Kaufvertrag. Nora ihr Name. Eine Immobilienfirma im Kanton Zürich. Ein Betrag, wo nicht gerade kleines Geld war. Ich habe die Nacht fast nicht geschlafen. Am nächsten Morgen bin ich gerade um 8 Uhr bei meinem Anwalt gsi. Dr. Markus Steiner. Ein ruhiger Mann Mitte 50 mit einem Blick, wo selten überrascht wirkt. Er hat mein Mail mit dem Screenshot und der Kopie vom Testament vor sich gehabt. Hat die Brille rausgenommen. Putzt. Wieder angelegt. Nichts gesagt. Ich habe probiert zu reden. Das kann doch gar nicht sein. Ein Grundbuch ist doch noch gar nicht auf mich übertragen worden. Ich habe doch nichts unterschrieben. Er hat langsam die Hand aufgegeben. Frau Keller. Mir schaue das in Ruhe. Er hat Mappe aufgemacht. Grundbuchauszug. Alte Vollmacht vom Grossvater, wo längst veraltet war. Provisorische Eintragung, wo es Haus aktuell noch auf im Namen von der Grossmutter zeigt. Weil es noch nicht umgeschrieben worden ist nach ihrem Tod. Er hat leise in sich hineingelacht. Nicht bösartig. Mehr so, wie wenn etwas bestätigt wird, wo er vermutet hat. Ihre Schwester hat gemeint, sie könnte ein analog Alter von den Dokumenten ausnutzen. Sie hat mit der alten Vollmacht argumentiert. Aber er hat mit dem Fülli auf Zähletipp. Die Vollmacht ist mit dem Tod von ihrer Großmutter erloschen. Rechtlich gesehen hat deine Schwester keine Stimme mehr fürs Haus gegeben. Ich habe zuerst keine Luft mehr bekommen. Also. Heisst das? Der Verkauf ist ungültig. Er hat die Schulden schultert. Wir müssen es genauer prüfen. Aber es sieht sehr noch aus. Und wenn es so ist, dann hat sich deine Käufer und deine Schwester in etwas verrennen. Und du bist die einzige Person, wo das Chance gerade zieht. Ich habe mich auf dem Stuhl zurückgelehnt. Der Tram vor dem Fenster ist vorbefahren. Die Leute sind in ihrem Alltag gsi. Und ich bin plötzlich keins von diesen Menschen gsi, wo alles im Griff haben. Er hat noch ein Dossier aufgemacht. Da. Die Immobilienfirma. Nicht gerade unerfahren. Aber sehr gierig. Sie wollen das Grundstück am Zürichsee. Sie wollen Tempo. Dann hat er mich angelügt. Direkt. Frau Keller.
Ihre Schwester steht juristisch höchstwahrscheinlich sehr schlecht da. Wenn wir es aufrollen, dann kann das für sie Konsequenzen haben. Ich habe nur mich gelütet. In meinem Schopf habe ich den Nora gegeben, wie sie als Kind über die Wiese neben dem Haus gelaufen ist. Der Großmutter auf einem Bänkli mit dem Buch in der Hand. Er hat die letzte Mappe zugemacht. Sie müssen sich jetzt überlegen. Wollen sie es durchziehen und alles richtig stellen? Oder wollen sie ihre Schwester schützen? Beides zusammen wird schwierig. Ich bin später aus im Büro vom Anwalt Jus. Mit dem Gefühl, dass ich gerade das Dossier bekommen habe, wo nicht mehr nur mein Papier ist. Es war mein Leben gewesen. Und das Leben von meinem Haus am Zürichsee. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemerkt habe, ist, dass das Telefon von mir und dem Markus im Angespanne-Wartemodus war. Doktor nächsten Tag hat erst angefangen. Und deine Schwester hat noch keine Ahnung gehabt, was für Fehler sie eigentlich gemacht hat. Der Morgen nach dem Termin beim Anwalt hat anders angefangen als so eine SCHT. Ich habe selten Tage, wo das Leben sich schon vor dem ersten Kaffee verbiegt. Der war eine von denen. Mein Handy hat schon früh vibriert. Ich habe es zuerst ignoriert. Es hat schöne Doktorchef sein. Klient. Ein Amt. Aber die Zahl von ungelesenen Nachrichten ist immer grösser geworden. Wie ich endlich drauf gelügt habe. Sind's 5 verpasste Anrufe gsi. Nora. Ich habe zurückgerufen. Sie ist sofort durch schon. Kein Hallo. Keine Luft zum Atmen. Lara. Du musst mir helfen. Jetzt grad. Du verstandst das doch mit Verträgen und Banken. Sie machen alles zu. Ihre Stimme war höher als so eine SCHT. Abgackt. Fast schrill. Langsam. Nora. Was ist passiert? Es ist in die Schurze still gsi. Im Hintergrund habe ich das Piepsen von einem Kaffeeautomat gehört und etwas, wo wie Trash geklärt hat. Der hat sie zu schnell geredet, dass sich die Worte fast überkommen haben. Dr. Käufer ist nicht einfach ein Private. Es ist Fonds. Sie haben gesagt, sie nehmen das Haus wie Bresprechen. Wir haben beim Notar unterschrieben. Aber die Bank hat das Geld noch nicht ganz freigegeben. Sie sagen, es gäbe offene Fragen im Grundbuch. Ich habe mein eigenes Echo gehört. Offene Frage im Grundbuch. Genau da, was Dr. Markus gesagt hat. Nora. Du hast doch gewusst, dass die Großmutter ein Haus mir vermacht hat. Wieso hast du überhaupt irgendetwas unterschrieben? Sie hat scharf in das Telefon eingeschnurrt. Weil du nichts gemacht hast. Monatelang. Du bist nie in die Gänge schon. Du hast ein Haus stehen wie ein Museum. Ich habe nicht zugelassen, schöne wie die Chance vergeht. Ich habe dort zusammengebissen. Es ist also nicht nur Gier gsi. Es ist auch Vorwurf gsi. Und was ist jetzt das Problem mit der Bank? Sie hat die Stimme abgelügt. Sie wollen einen neuen Vertrag. Mit der als Eigentümerin. Oder sie wollen es ganz platzen lassen. Und die Fonds droht mit Klage wegen arglistiger Täuschung. Sie sagen, ich hätte einen Titel verkauft, wo mir nicht geben. Es ist schön ruhig geworden. Ich habe nur meinen eigenen Atem gehört. Nora. Stimmt es? Sie hat nicht gerade antwortet. Dann lies es. Ja. Ich habe die Augen gemacht. Bilder sind schochen. Der Großmutter, wie sie das Haus aufschlossen hat. Die Briefe im Schubladen. Ihr Satz. Nicht alles, was dir geht, musst du grad verschufen. Ich habe mein Gespräch mit Markus im Shop wieder gehört. Konsequenzen. Fehler. Die Möglichkeit, dass das nicht mehr nur ein Familienkonflikt ist, sondern etwas, wo in Akte landet. Warum hast du das überhaupt gemacht? Was ist so dringend gsi? Die Antwort ist nicht trotzig wie sonst. Mehr Mühe.
Thomas hat sich verspekuliert. Die Projekteinzug. Die Beteiligung sind nicht so gegangen, wie er gemeint hat. Wir haben Kredite. Verträge. Wenn wir die Raten nicht zahlen, gehen sie ans Konto. An das Auto. An die Wohnung. Thomas. Ihr Mann. Mit seinem Hemd schöne Uhren und Schleine laute Autos. Ich habe immer gemeint, dass sie bezahlbar. Du hast nichts gesagt. Was hätte ich sagen sollen? Es mir zwar von aussen genug haben, aber in dieser Wohnung nichts als Druck. Es meine kleine Brütsch in den Ferien an die Berg genommen haben, weil ich die Kreditkarte gerade nicht abgegeben habe. Ich habe gemeint, wenn das Geschäft in Zug läuft, dann ist alles wieder gut. Sie hat eingezogen. Ihre Worte sind zuerst verhockt, dann brüchig geworden. Bitte. Lara. Du tschest das rückgängig machen. Der Anwalt wird dir doch gelaufen. Du tschest doch ein Haus offiziell auf dich übertrag und dann schönt mir den Vertrag anpassen. Oder öppis. Einfach nicht zulassen, dass sie mich verurteilen. Ich ha langsam geredet. Nora. Du hast Vertrag unterschrieben, wo so tönt, als wärst du der Eigentümerin gsi. Das ist nicht nur ein Formfehler. Das ist eventuell Betrug. Ich ha gemerkt, wie die Worte im Raum bleiben sind. Sie hat nicht darauf antwortet. Ich ha nach dem Gespräch grad Dr. Markus angerufen. Alles erläutert. Jede Zahl. Jede Formulierung. Er hat zuhören. Dann hat er gesagt: Wir machen Folgendes. Wir setzen für morgen am Nachmittag einen Termin im Notariat in Zürich. Mit Ihnen, Ihre Schwester und einem Vertreter vom Fonds. Dort legen wir alles auf den Tisch. Aber Frau Keller, Sie müssen sich bis dann entschieden haben. Wollen Sie es konsequent juristisch sauber aufrollen? Oder wollen Sie Ihre Schwester so weit wie möglich schützen? Beide Wege haben ihre Preise. Am ABE habe ich in meinem Zimmer gestanden und auf die Schachtel gelügt, wo der Grossmutter Briefe dinte hat. Ihre Handschrift. Ihre Ruhe. Ich habe mich noch nie im Leben so zwischen zwei Fronten gefunden. Auf den Südis Recht. Auf die andere die Familie. Und über allem ein Haus am Zürichsee, wo plötzlich nicht mehr ein Ort für Erinnerungen war. Es ist enttest worden. Für alles, was ich bis jetzt über Fairness und Verantwortung gemeint habe. Morgen. Im Notariat. Wird nicht nur mehr über das Grundstück verhandelt. Es wird über uns als Familie verhandelt. Und ich will nicht diejenige sein, wo alles verbockt oder alles vertuscht. Aber beides schane ich nicht haben. Im Notariat in Zürich hat's noch nirgends so geschlängelt wie dort. Die Wand neutral. Die Luft seltsam dick. Ich habe das Gefühl, mein Herzschlag ist zu laut für so einen Raum. Der Notar hat uns nüchtern begrüßt. Handdruck. Kurze Blick. Nora ist klein z spät reingestolpert. Im teure Mantel. Mit roten Augen. Hinter ihr der Mann vom Fonds. Grauanzug. Keine Regung im Gesicht. Dr. Markus ist neben mir gesessen. Ruhig. Die Mappe schön in Reihe. Wir haben zuerst gelesen, was eigentlich passiert ist. Der Notar hat nüchtern vorlesen. Die Vollmacht von Doktor verstorbene Großmutter. Das Testament. Der scheinbar gültige Vertrag, wo Nora unterschrieben hat. Und dann die Kollision von der zwei Welt. Wirklichkeit und Wunsch. Die Vertreter vom Fonds hat das Wasser mit Emmigätli in der Hand gehalten. Er hat eine Stimme wie ein geübter Verhandler. Wir sind nicht in der Zürich schon für Drama. Wir sind schon für ein Grundstück, wo wir sauber erwerben wollen. Wenn die Rechtslage so ist, wie Dr. Herr Stinner sie erläutert hat, dann ist der Vertrag in Doktortat niedrig. Aber wir haben schon ein Projekt vorbereitet.
Und wir haben's nicht mehr gern, wenn wir uns lächerlich machen. Er hat Nora angelügt. Sie ist zusammengezuckt. Dr. Markus hat das Wort übernommen. Die Sachlage ist einfach. Die Schwester von meiner Mandantin hat ohne gültige Vertretung einen Vertrag unterschrieben. Der Verkauf hat so keine Rechtsgrundlage. Der Eigentum ist weiterhin bei Frau Keller. Wenn wir es vor Gericht tragen, wird das sehr wahrscheinlich bestätigt. Der Still war schwer gewesen. Aber ich habe gemerkt, das ist der Punkt, wo sich das Blatt schön dreht. Dr. Markus hat sich gleich zu mir abgekniet. Lara, jetzt musst du sagen, was du willst. Wir schön alles Platz lassen. Oder wir lügen, ob wir Lösung finden, wo für alle irgendwie stimmig ist. Aber ohne deine Entscheidung geht nichts. Ich habe die Finger ineinander verflochten. Vor mir. Der Großmutter in meinem Schopf. Hinter mir. Druck vom Leben, wo ich nicht gewählt habe. Ich habe schnauft. Langsam. Dann habe ich geredet. Für mich ist klar. Die Nora hat etwas gemacht, wo nicht richtig ist. Sie hat mein Vertrauen gebraucht. Sie hat das Recht ignoriert. Die Nora hat Lippenbiss. Tränen sind aber nicht schon. Vielleicht haben sie sich nicht mehr getragen. Gleichzeitig habe ich nicht vor, meine Großmutter ihr Haus einfach in Fonds Z überlassen, wo nichts anderes sieht als Rendite. Wenn es einen neuen Vertrag gibt, dann nur unter Bedingungen. Die Vertreter vom Fonds hat sich zurückgelehnt. Was für Bedingungen stellen Sie sich vor? Ich habe die Hand nicht gezittert. Das hat mich selber überrascht. Erstens. Das Haus und das Grundstück werden nicht abgerissen. Keine Luxuswohnung mit 10 unterirdischen Parkplätzen. Die bestehende Struktur bleibt. Allenfalls diskrete Renovation. Zweitens. Wenn ich als Eigentümerin verkaufe, dann geht ein Teil vom Erlös direkt in ein separate Konto UF-Namen von meinem Göttibub und meiner Nichte. Nicht in die Hände von Nora und ihrem Mann. Nicht in riskante Projekte. Nicht in die Lücken von ihrer Vergangenheit. Die Nora hat Welle einfahren. Lara. Das chest doch nicht. Ich habe sie angelügt. Zum ersten Mal ohne auszuweichen. Drittens. Die Nora unterschreibt heute schriftlich. Dass sie wissen hat, es Haus sei mir vermacht gsi. Dass sie versucht hat, es trotzdem zu verschufen. Und dass sie akzeptiert. Wenn das im Falle von einer späteren Abklärung gebraucht wird. Der Notar hat Augenbrauen leicht gubi. Dr. Markus Hackli fast unsichtbar nicken. Und wenn Dr. Fons es nicht akzeptiert, wo die Doktorvertreter wissen, denn ich habe die Stimme nicht erhoben, dann verzichte ich auf den Verkauf. Und wir lassen den Rechtsweg laufen. Mit alle Folge. Für alle. Es ist eine lange Pause gsi. Die Art von Pause, wo die Leute zwingt, sich selber zu gören. Am längsten habe ich Nora gören. Ihr Atem. Ihre Panik. Die Mann vom Fonds hat Finger auf die stippt. Ganze 3 Mal. Dann hat er ruhig geredet. Wir haben kein Interesse, uns in längere öffentliche Sachen einzuwickeln. Die Konditionen sind hart. Aber nichts, wo wir nicht schön durchrechen. Wir verlangen im Gegenzug einen klaren Zeitplan für Doktorerwerb und ein festjährliches Vorkaufsrecht, falls sie oder ihre Familie das Haus in Zukunft zurückwendet. Ich habe zuerst nicht gerade verstanden. Dann habe ich gemerkt, sie wollen Sicherheit. Wie ich. Wir haben die Hände geschüttelt. Der Notar hat den neuen Vertrag vorbereitet. Diesmal mit meinem Namen als Verkäuferin. Mit allen Bedingungen. Mit Konto für den Kind. Mit Doktor schriftliche Erklärung von Nora. Wie sie unterschrieben hat.
habe ich ein Gefühl mir beerdige etwas. Nicht nur ein Fehler. Auch ein Teil von dem, was wir als Schwester einig gsi sind. Nach dem Termin sind wir 2 vor dem Haus gestanden. UF Doktorstrasse. Zwischen Tramgleis und Lärm. Nora hat gefragt. Wirst du mich wirklich in der Unterlage so stehen lassen? Als die, wo beschissen hat. Ich habe nüchtern geredet. Ich lasse dich so stehen, wie du gehandelt hast. Aber ich habe heute auch dafür gesorgt, dass deine Kind nicht den Preis zahlen für deine Entscheide. Das ist das Maximum, wo ich schaue. Sie hat die Augen abgewendet. De limat AB. Großmutter hat dich lieber als mich. Hat sie geflüstert. Ich habe das Handy in die Tasche gesteckt. Nein. Sie hat uns anders gehen. Mich als die, wo es nüchtern macht. Dich als die, wo es Leben spürt. Beide Tüpfli UF Doktor gleiche Linie. Du hast es nur mehr verjagt. Wir haben uns ohne Umarmung verabschiedet. Kein Drama. Nur mehr Elä. Wo schwerer war als jede Trauer. Ein paar Monate später bin ich noch einmal ins Haus am Zürichsee gegangen. Die Vertreter vom Fonds haben es sachte renovieren lassen. Es ist nicht mehr ganz genau so wie früher. Aber die Küche hat immer noch so schmückt. Nach Holz. Und nach etwas, wo länger dauert als ein Vertrag. Ich habe am Fenster gestanden und rausgesehen auf das Wasser. Mit meinem Laptop in Doktorhand. Im Dossier ist die abschlüssige Abrechnung. Der Konto für den Kind. Der runde Summe. Der Gradzahl. Ich habe das Dokument zugemacht. In dem Moment habe ich gewusst. Die Geschichte von dem Haus ist noch nicht fertig. Aber meine Rolle hat sich geändert. Wenn du bis hier gelost hast, lose hast, mitgefühlt hast, diese Schicht von uns und dem Haus am Zürichsee, dann vergiss nicht, abonniere den Kanal, lass Like und schreib in den Kommentar, was du mit einem Erbe würdest machen, wo mehr ist als nur eine Zahl auf dem Papier.